Hallo zusammen, du bist Crown Cletus oder Chris. Hoffe, es geht euch gut, hoffe, alles klar. Willkommen bei einer neuen Retro-Folge. Das Mal gehen wir eine Generation vorwärts. Das heisst, vor Nintendo 64 Generation wechseln wir jetzt zur GameCube, PlayStation 1 und Original Xbox Generation. Wir haben ein bisschen mehr Power, wir haben ein bisschen mehr Features. Und gerade als erstes Big Up an Microsoft. Es ist wirklich ganz genial, wie fest dass sie an dieser Abwärtskompatibilität arbeiten und immer wieder neue Games und eben auch Features releasen. Seit letzter Woche kann man auch die Original Xbox Games, also auch mal eine Handvoll, noch nicht übertrieben, aber immerhin kann man jetzt die auf der Xbox One spielen. Auf der Xbox One X kann man es dann sogar in 4K spielen. Es wird natürlich nicht massiv besser aussehen, aber es wird auf jeden Fall in einer höheren Auflösung gerechnet. Die Bildrate wird definitiv stabil sein, falls sie das nicht war früher. Und es wird natürlich jenste Games geben, die man nicht spielen kann, aus Lizenzgründen oder vielleicht auch technische Gründe, ich bin nicht sicher. Aber ganz, ganz genial, wo Sony sich endlich schwer tut und immer wieder neue Ansätze probiert, hat Microsoft hier jetzt effektiv eine Möglichkeit herausgefunden, die Xbox 360 und auch die Original Xbox zu emulieren. Auf der Xbox One-Plattform, super Sache, wirklich. Wo ich mich speziell darauf gefreut habe, ist jetzt Crimson Skies, High Road to Revenge. Habe ich dazu mal sehr gerne gespielt, muss jetzt aber auch zugeben, dass ich keinen blassen Schimmer mehr hatte, was genau abgeht in diesem Game. Darum ist es auch wieder ein bisschen frisch in dem Sinn. Ich habe es ein bisschen gespielt zum Üben. Und es ist ein Flugzeugspiel, ja. Unschwer zu erkennen. Sehr cool. Gibt es in dem Sinn eigentlich nicht mehr wirklich, oder? So ein bisschen Arcade, Ballerspiele. Es ist irgendwie so... Was ist es eigentlich in welcher Zeit? Eigentlich in einer alternativen Realität spielt es natürlich. Sie hat zum Teil schon technisch ziemlich wicked Sachen, aber irgendwie gleich auch noch so ein bisschen 60er Jahre. Ich rede jetzt komplett aus meinem Viertel raus. Kein blasser Schimmer, ob das irgendetwas stimmt von dem, was ich erzählt habe. Aber es geht auf jeden Fall um Flugzeug und um Schießen. Hier können wir schnell noch das Intro schauen. Krieges erfüllte eine ganze Nation mit Hoffnung. Aber Prohibition und Depression erschütterten den Okay, ja, Zusammenhalt das der ist Union. definitiv in der Vergangenheit. Die neuen Nationen begaben sich in die Lüfte und läuteten ein neues Handelszeitalter ein. Okay. Aber gleichzeitig entstand die Luftpiraterie. Dies ist eine Welt in Flammen. Dies ist die Welt von Crimson Skies. Ja, und hat auch so oldschool vorgerechnete Intros. I like it. I like it. Ja, ja. Sind wir ein bisschen moderner. Das heisst jetzt nicht, dass wir jetzt immer weiter in die Zukunft gehen oder eben in die Gegenwart in dem Sinn. Mit den Retro-Games, das heisst ändern einfach, dass wir das Recht rausnehmen, das Zocken, wo ich gerade Bock drauf habe. Und als kleine Aufmerksamkeit, dass jetzt eben die Games released wurden auf der Xbox One, spielen wir doch eine Runde. Multiplayer funktioniert nicht. Hä? Vielleicht Bildschirm teilen, aber Xbox Live sicher nicht. Genau. Spielt aber nicht so eine Rolle. Ich weiss, es gibt viele, die es gerne vielleicht noch online hätten gespielt, gegeneinander, aber für mich ist es okay, dass ich hier noch einen Singleplayer checken kann. Ihr seht auch den kleinen Original Xbox Controller, der kurz noch darauf hingewiesen wird, wie die Steuerung ist. Die ist nicht allzu tricky. Musst aber gleich sicher noch mal ein bisschen drauf spienzeln. Und hier sind wir in unserem Luftschiff, wo wir können wählen können, was wir für Missionen machen. Wir können verschiedene Flugzeuge auswählen, aufrüsten. Momentan habe ich 2. Hier hinten ist so ein kleiner Flitzer, der naja, schlecht panzert ist. Er hat ein normales MG und eine Pumpe, also ganz, ganz gespässig. Und dort das Standardschiff hat MG und zielsuchende Raketen hat auch ein bisschen ausgewogene Fähigkeiten oder Skills. Darum nehmen wir doch gerade den.
Stylisch. Also. Jetzt haben wir hier Bremse und Gas. Hier ist Maschinengewehr. Hier sind die sogenannten Raketen. Von denen habe ich nicht unendlich. Und man kann so verschiedene Haupt- und Nebenmissionen machen. Und mit der hohen Auflösung sieht das Game ganz anständig aus. Eben, wie gesagt, wir sind hier ziemlich in der Vergangenheit unterwegs. Und trotzdem kommt das gut daher. Sieht super aus. Okay, jetzt kommt wieder ein Race, den ich machen kann. Ja, zum Teil ist es noch knifflig. Vielleicht hätte ich jetzt hier den kleiner sollen nehmen. Aber let's try. So, ist ein bisschen schade, dass es keine Cockpit-Perspektive gibt. Wäre jetzt gerade für so Situationen sehr gäbig. Dann würde man ein bisschen besser sehen, wo man genau durchfliegt. Schön dramatische Musik. Und oben links, unter der Lebensanzeige zu grüne, ist eben Boost-Anzeige oder halt einfach Spezialenergie, die ich für Spezialmanöver brauche. Das ist ganz gespässig hier drinnen. Ui! Gerade noch geschafft, hä? Und noch halb der Karre eingeschossen. Ja, das ist schön ohne. Okay. Überall auf der Map verteilt sind auch so Crimson Skies, Totenkopf-Symbol, die einem auch als eine Art Währung dienen, neben Geld, um das Schiff aufzurüsten. Ich bin nicht sicher, ob hier irgendjemand bei diesem Schiffswrack noch eine rumliegt. Es ist wirklich sehr anständig gemacht, auch dass eben Gischtchen aufspritzt, wenn man zu tief fliegt. Ein cooles Game, wirklich ein cooles Game. Wie viel ist es, wenn man es noch nicht besitzt? 9 Franken. Ja, sonst suchen wir dann später noch ein bisschen nach diesen Skulls. Und holen uns hier jetzt mal... Ist da einer drin gewesen? Können wir schnell schauen. Too slow. Nein, leider nicht. Okay, das wird mir jetzt richtig zum Verhängnis. Crash, Crash. Nein, überlebt. Nice. Also. Ist natürlich immer gut, wenn man so brennende Mission startet. Brennen können wir es jetzt noch versuchen. Schnell gucken, ob da etwas drin ist. Bin nicht sicher, ob ich hier schon durch bin geflogen. Ui, ja, wenn es geht. Wenn es geht, nicht in die Luft. Sprengt. Was habe ich jetzt verloren? Knete? Ja, weißt du, wir halten uns jetzt an Missionen und lösen das Geplänkel. Nathan, ich könnte Hilfe gebrauchen. Big John, wir haben dich schon überall gesucht. Die Miliz von Hollywood will unsere letzte Waffenlieferung konfiszieren. Übernimm das Luftabwehrgeschütz. Okay. Achtung! Sie befinden sich im Besitz illegaler Bewaffnung. Wir werden Ihr Eigentum... Moment schnell. Die Steuerung ist verkehrt. Ja. Ja, das ist jetzt Mongo. Jetzt kann man es nicht einstellen, weil beim Flugzeug ist es in Ordnung für mich, aber jetzt beim Geschütz ist es verwirrend. Ja, sonst kann ich es nachher wieder zurück ändern. Nathan, verteidige die Kisten. Ohne diese Lieferung ist Sea Haven schutzlos. Halt mir den Typen vom Hals. Sie werden sowieso verlieren. Es ist Zum Glück fliegen die gerade auf einem zu. Hey. jedes dieser Piratennester ausgeräuchert hat. So. Das war's mit der großen Klappe, was, Bulle? Geil. Schön der Polizist angefickt. Hey. Geschwaderführer unter Feuer. Kommt näher ran.
Ja, sorry zusammen. Ich konzentriere mich hier so ein bisschen auf die rechte Seite. Ich weiß nicht, was links läuft. Einiges scheinbar. Dann muss man sie zweimal hitten, dass sie abblicken. Scheinbar gibt es keine Direkttreffer. Sicher sind alle mit dem Fallschirm unterwegs. Wenn ich die auch noch sprengen haben. Das wäre ja Brief. Ja, egal. Oh nein, sauber. Sauber getroffen. Ja. Zum Teil gelingt mir zum Glück auch ein Glückstreffer. Jetzt haben wir hier noch einen. Ja. Schön. Noch einen. Ja, die deutsche Vertonung ist nicht allzu motiviert von diesem Typ. Aber es kann auch nicht jeder ein super Sprecher sein, scheint es. Oder das Budget hat einfach nicht gelangt. Vielleicht weißt du es noch nicht, aber wir haben die Pandora wieder und sie braucht einen Piloten. Klingt nach einem Job für mich. Lass mich hier noch aufräumen. Ich treffe euch dann bei der Pandora. Schön, dass du zurück bist, Big John. Geil, der Big John, das ist der, den ich gesucht habe. Jetzt kann man hier noch ein bisschen rumhängen. Krass. Die Kiste musste ich defenden. Ja, das war spannend, ne? Ja, jetzt muss ich die Steuerung wieder ändern. Schön, wenn man hier so um einen Vulkan herumlebt, das ist auch nicht schlecht. Schau, da sind sie noch, die Sauhunde. Ja, also, aus verständlichen Gründen kann man die nicht killen. Aber jetzt bin ich gespannt, was passiert. Die sind irgendwie im Wasser gelandet, hä? Ui, das war nicht so ein geschicktes Manöver gewesen. Im Wasser gelandet und ertrunken, oder was? Okay, jetzt ist die Frage, ob wir noch einmal ein Rennen machen wollen. Oder was ist das für eine Mission? Zachary, schon wieder zurück? Das letzte Mal war Glück. Wetten, dass du die Zeit nicht schlagen kannst? Ja, das sehen wir jetzt. Da geht es jetzt um richtig viel Kneten. He? Aber ich würde, glaube ich, eher sagen, dass ich mich jetzt gescheiter noch schnell reparieren lasse. Wow, okay. Let's try. Schon wieder zurück? Das letzte Mal war Glück. Wetten, dass du die Zeit nicht schlagen kannst? Du bist Also auf gehen wir all in. Es scheint immer der gleiche Kurs zu sein. Und ich bin gespannt, ob es dann irgendwann unmöglich ist, den überhaupt zu schaffen. Ausser man hat halt ein schnelleres Flugzeug oder das Ding irgendwie schon aufgerüstet. Und so kann man es natürlich schon immer wieder schwieriger machen. Indem das schlicht nicht schaffbar ist. Wenn man ein langsames Plane hat, ja. Jetzt kommt hier der mühsame. Die Zeit ist schon am Ticken, hä? Oh, tatsächlich? Hä? Oder habe ich jetzt noch einmal das Gleiche gemacht, weil ich vorhin irgendwie gecrashed? Das ist natürlich auch möglich. Also. Gehen wir alle zurück zu unserem Zeppelin. Und haben schön Knete gemacht. Hey.
finde es richtig stylisch. Hey, das kleine Mini-Insel hier. Schade kann man nicht irgendwie aussteigen und noch ein bisschen rumlaufen. Was ist da für eine Knete drauf? Hey, Big John, was gibt's denn? Ein Waffenhändler von hier will uns einen Haufen Geld für eine Lieferung zahlen. Kannst du uns Geleitschutz geben? Okay. Flieg voraus. Ah, jetzt kann man aus dem Ding. Okay. Aus dem Zeppelinio und aus dem Plane. Ja, aber ich glaube, ich gehe ins Flugzeug. Ganz geil, wenn man das kann wechseln, so seamless. Sehr cool. Also sie greifen an. Von hinten, ja, genau. Achtung, hier ist die Miliz von Hollywood. Übergeben Sie die Ladung. Die Jungs lernen's nie. Go. Geschwaderführer unter Feuer. Kommt näher ran. Over. Er hat mich im Visier. Ich brauche Hilfe. Over. Verteidige die Pandora, während ich sie belade. Okay. Da muss ich schnell wenden. Es ist eben cool, dass man das wirklich nur mit einer Kombination kann machen kann von den Sticks. Lad ihn geladen. Hauen wir ab. Sie schießen auf mich. Es ist halt auch so ein bisschen wie ein Ding. Star Fox, Lilith Wars. Mit diesen Arena-Kämpfen. Halt mir den Typen vom Hals. Jetzt muss ich auch noch alle ausschalten, oder was? Das ist Pandora, oder wie? Nicht, dass ich noch das eigene Flugzeug auseinandernehme. Das ist der Lieferplatz. Gib der Pandora Deckung, während wir ausladen. Ah, okay. Vorsicht, Milizboote unter uns. Kommen Was Sie Boot auch noch? Nathan, benutzt das untere Geschütz. Okay. I will do that. Schnell schauen, wenn ich das machen kann. X reinwechseln, gut. Nein, ah crap, jetzt habe ich den falsch gedrückt. Aber ja komm, dann nehmen wir es so. Jetzt wenden wir hier. Da gibt es einen Angriff von hinten. Pandora nimmt schon ein bisschen Schaden, aber eigentlich nicht der Rede wert. He? Sehen wir hier noch so ein Kackbötchen. Ja, und dann konzentrieren wir uns jetzt wieder auf das Flugzeug. Anfänger. Nice. Sie lassen dann auch immer eine Reparatur und Zweitwaffen fallen. Irgendwie klappt das mit diesen Raketen nicht so ganz. Ich habe gemeint, die sind zielsuchend. Da kommt ein Milizzeppelin. Wow. Krass. Ich habe gar keine Raketen mehr. Das gibt's ja nicht. Sonst steigen wir mal ein und dann nehmen wir einfach von hier aus unter Beschuss.
Hey, die halten ja einiges aus, die Zukunftszeppeline. Geil, hey. Zieht ihr das mal rein? Ein Original Xbox-Game. Mit einem Schadensmodell, das man heutzutage davon wird träumen. Jetzt muss ich schnell schauen, ob ich da irgendetwas auflesen kann, das der hat okay. Da war das gewesen, ha? Yes, das war das Crimson-Symbol, gut. Das heisst nur die verbleibenden auseinandernehmen. Ich habe noch unter mir ein paar. So, gut. Das heisst, wir haben noch einen. Hier fliegt ja auch Helis um, habe ich gerade gesehen. So, das war's, oder? Gute Arbeit. Ja. Bist frei. Nathan, hier Betty. Thibodeau hat mein Flugzeug aus der Werkstatt geklaut. Wie bitte? Was? Diese Ratte will wahrscheinlich ein bisschen schnelles Geld machen. Wir müssen ihn finden, Boss. Yep. Es gibt einen Kapitän, Eddie Darlin, der weiß bestimmt, wo Thibodeau ist. Versuch's bei seinem Dock im Hafen. Mal sehen, ob ich ihn Oh, über das habe ich gar nicht Funk gewusst. Geiles Gut, Manöver. jemand soll Betty abholen. Ich versuche dann mal diesen Kerl zu finden. Beeil dich, Boss. Ja, was wollen wir jetzt machen? Sonst gehen wir schnell gleich schauen, ob wir irgendetwas im Schiff noch aufrüsten kann. Yeah. Aber eben, es ist ja nicht so, dass ich das momentan viel am Spielen bin. Das Wolfenstein ist richtig gut. Hey, Halleluja, die Story, wie das abgeht. Big up. Ich hoffe, dass ich wirklich dann noch etwas Videomaterial darüber machen kann. Und von Mario müssen wir eigentlich auch nicht reden. Es ist unglaublich, was sie dort alles für Ideen reingesteckt haben. Und eben, wie es sich anfühlt und spielt. Sehr geniale Zeit zum Gamen. Hey. Yeah. Also, jetzt können wir hier aufrüsten mit Y und dann brauchen wir 14 Token. Okay. Bargeld wird länger. Und da wird dann, was haben wir da? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, plus 2, plus 1, plus 1. Naja. Zurück, bitte. 2 plus 1 für 14 Tokens. Und da haben wir dann was? 2 plus 1 plus 1 auch, he? Für 12. Yeah. Das ist dann richtig schnell, he? Das ist schon cool. Mal schauen. Vielleicht jetzt noch gar keine Knete verprassen, sondern einfach... Aha. Noch ein bisschen Zeug zusammensparen. Und dann finden wir vielleicht noch ein zusätzliches Flugzeug, weil offensichtlich hat sie einiges Platz in diesem Hangar. Und dann gehen wir jetzt mal schauen, was mit diesem Flugzeug, das aus der Werkstatt ist geklaut wurde, genau abgeht. Ich bin gang wieder erstaunt, wie scharf das ist. Es ist sehr cool gemacht. Was ist das da? Nathan Zachary. Big John hat gefunkt. Er hat mir erzählt, dass du Thibodeau suchst. Ich bring dich hin, aber das kostet dich 500. Okay, abgemacht. Ja, okay. Toll. Ich muss Reisevorbereitungen treffen. Ich funk dich an, wenn ich fertig bin. Ja, nein, jetzt, Dude. Haha, super, weißt du. Jetzt habe ich im Game ein bisschen vorgegriffen. Weil das Game hat eigentlich schon vorgehabt, dass man noch in den Hangar geht. Ja, whatever, hey, können wir loslegen, oder what? Hat er das Game eigentlich auch mal gespielt? Hat er auch mal so eine Xbox gehabt? Hey Nathan, mischen wir die Party der Cajuns auf. Übernimm das Geschütz. Das hier wird kein Spaziergang. Wow, schön zum Landen drauf. Cajun-Patrouillenflieger. Die müssen weg. Mit Vergnügen.
Man ist komplett ungeschützt in diesem Geschütz, das ist auch noch härter. Okay, die Steuerung wieder ändern. Der Zoom ist eigentlich nicht so wichtig. Oh je, jetzt haben wir aber ein kleines anderes Jabbery-Gewehr. Ob man das so wirklich auch besser bereicht. Was böse Voodoo-Magie, Mann. Da sehe ich so ein bisschen Zielwasser trinken. Hey, sorry, das gibt's ja nicht. Schöner Himmel auch im Hintergrund, hä? So, endlich. Achtung! Cajun-Kanonenboote an Backbord. Das ist die falsche Richtung, Seemann. Diese Gewässer sind jetzt Cajun-Gebiet. Wo sind die Cajuns? In deinem Sumpf. Kröte. Kröte. Hey, nein, was geht mit dem Geschütz? Das braucht ja ewig. So. Jetzt haben wir noch 2 Flugzeuge. Gang noch, hä? Also der langsam schießend hat mich fast besser gedacht, hey. Ja, schön, schön. Der hat mich ein bisschen provozieren. Ich bin eben auch nicht sicher, ob die Schüsse geradeaus gehen. Ein paar ungeladene Gäste sind im Anmarsch. Schon wieder, hey. Seaplanes. Gell, also mal das Schiff habe ich schon bereicht. Das ist schon sehr dunkel schon, ja. Gut. Mon Dieu, die Ratte meint ernst. Ich muss abspringen. Endlich. Adieu. Schön. Jetzt müssen wir eigentlich nur genug geduldig sein und warten. Bis sie auf einem zufliegen, genau. Seitenwechsel. Hey, zum Glück habe ich nicht ultra viel Munition verschossen für nichts. So, yes, mon Dieu. Let's get out of here. Hey, das ist eine richtig kurze Startrampe, mutig. Gut gezielt, Nathan. Gleich kommt eine Nein, die Steuerung ist immer noch anders. Seiten. Der Profi-Pilot. Bevor sie uns durchlöchern. Okay. Ist ja eigentlich gleich zurück ins Schiff. Er geht auf mich los. Nein. Hey, misch dich gefälligst nicht ein. Mein Motor brennt. Was ist das? Ein stationäres Geschütz, hä? Komm, ich gehe gleich gescheiter ins Schiff, ja. Sonst ist plötzlich mein Flugzeug auch noch down. Hey, sorry, ich muss schnell die Steuerung wieder ändern. Oh, ist es leid. Hey, aber seht ihr das auch? Hey, ich schnall es nicht. Er schießt nicht einmal dort her, wo es anzeigt. Das könnte eine Erklärung sein, wieso das nicht so einfach ist. Hey. Da wird halt erst aber eine gewisse Distanz wieder genau. Komm schon, yes.
Ja, es ist egal, woher das ihr kommt. Die Batterie macht schon ein bisschen Schaden. Wenn sie da trifft. Ja, nein, es ist ultra tricky. So. Bleib mir von der Pelle. Das ist ein Kinderspiel. Ja, dass wir nur drauf zufliegen, ist schon eine schöne. Piste. Da, auf dem Block. Anscheinend möchte Thibaudot dich persönlich begrüßen. Scheint so. Nach dem herzlichen Empfang, den er uns bereitet hat, will ich... Vorsicht, Nathan. Das ist das Flugzeug deiner Freundin. Ah, sorry, ja. Irgendwie einfach mal ein bisschen drauf losballern. Alright. So, der Dan ist mir eigentlich gleich. Was muss ich jetzt da machen? Oh, Scheiße. Hat es da nicht irgendeinen gehabt, der mein Flugzeug in der Zwischenzeit hat können reparieren, nicht wieder den gleichen Fehler machen? Genau. Da kann ich jetzt hier das Flugzeug switchen. Oh, da wäre noch ein Ding. Und auch ein Heiler. Cool. Schön, schön, schön. Ui. Oh nein, zu wenig. Wow. Nein, was geht jetzt glitschig hier drinnen? Tatsächlich. Hey, nein. Hä? Es ist doch alles so gut gelaufen. Oh shit. Ja, nein. Und wisst ihr was? Das bedeutet auch, dass ich die ganze Mission nur machen muss vielleicht. Ja, vielleicht bekomme ich ihn raus hier. Ich habe eigentlich schon ein gutes Gefühl. Ganz ehrlich, nö. Ganz ehrlich, Scheiße, Mann. Komm, das kannst du mir nicht antun. Ah. Ja, das ist jetzt wirklich kein Handy, das ich so vorbereitet habe. Sorry zusammen. Das Einzige, was mir hier bleibt, ist neu starten. Oh je. Ja, eben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis auf das leider sehr bekackte Ende jetzt. Scheisst mir jetzt auch ein bisschen an. Muss ich noch einmal von vorne anfangen. Aber mache ich das sicher noch. Ist ein cooles Game. Ist wirklich ein sehr cooles Game. Crimson Skies von Original Xbox. Jetzt auch auf der Xbox One Plattform lauffähig. Je mehr Power es deine Xbox One hat, umso besser sieht es auch aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und einen guten Wochenstart. Hey. Tschüss zusammen, macht's gut.